Eine erste Portion Hard Music, die haben wir auf die Ohren bekommen. Wir kommen zur Strong Message. Nehmt euch irgendwo Platz, wenn ihr möchtet. Ihr könnt da stehen bleiben, so wie es euch gerade wohl ist. Aber es geht ein paar Momente, von denen vielleicht hockt ihr gescheiter irgendwo ab am Boden oder so. Wir haben Januar und es ist das erste Heavy Sanctum vom Jahr. Und so beschäftigen wir uns heute thematisch mit der Jahreslosung. Die Jahreslosung, das ist ein Bibelvers, wo die ökumenische Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen in Deutschland als Motto jeweils für ein Jahr aussucht, schon weit im Voraus. Die Losung für das Jahr 2023 steht im 16. Kapitel vom ersten Buch Mose. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was lösen die Worte bei dir aus? Positive Gefühle? Ermutigung, weil du wahrgenommen bist? Du bist ein Gott, der mich sieht. Oder überkommt dich doch eher ein metaphysisches Gruseln, weil da ein Stück von einer vergifteten Kindheitserinnerung aufploppt? Die Warnung von einem allmächtigen Gott, der alles sieht und bestraft. Ein gar nicht so lieber Gott, der wie das grauenhafte Auge vom Sauron beim Tolkien alle Winkel von Mittelerde ruhelos durchkämmt und letztlich keine Seele vor ihm sein Innerste kann verbergen. Das allsehende Auge im Himmel. Ja, auch unsere Kommunikations- und Überwachungstechnologien, die werden in dem Sinn ja immer gottähnlicher. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir hören rein in einen der grössten Songs von Judas Priest, Electric Eye. Das allsehende Auge im Himmel, Gott als der grosse Spionagesatellit. Du bist ein Gott, der mich sieht. Der allmächtige Überwachungsstaat als Bild für Gott. Ja, wir lesen zum Beispiel auch beim Hiob, denn er überschaut die Erde bis zu den Rändern. Er sieht alles, was unter dem Himmel ist. Und es ist ja schon auch ein bisschen wie ein Röntgenblick, wenn es im ersten Königbuch heißt: Du allein kennst das Herz eines jeden Menschen. Oder im Psalm 139, du verstehst meine Gedanken von ferne. Wie so ein realisierter Albtraum von einer christlich-fundamentalistischen Überwachungsherrschaft aussehen könnte, das zeigt uns die Serie The Handmaid's Tale oder der Roman, der darauf basiert, der Report der Magd von der Margaret Atwood. Der typische Gruß dort in Gilead, einem postapokalyptischen USA, der lautet «Under his eye». Alles wird vom göttlichen Auge gesehen und kontrolliert. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin sicher, wie wir die Jahreslosung 2023 verstehen, das hängt ganz entscheidend mit unserem Gottesbild zusammen. Was hätte Gott für Absichten mit uns? Was ist das für ein Blick von ihm? Ein misstrauisch kalter, gnadenlos richtender Blick? Oder ein wohltuend, warmer, ein barmherzig aufrichtender Blick? Du bist ein Gott, der mich sieht. Zum Verstehen, wie die Jahreslosung gemeint ist, ist es eigentlich wie immer gut, wenn wir den Kontext anschauen, wo die Aussage drin steht. Und darum liest uns Katja jetzt aus dem 16. Kapitel vom 1. Mosebuch.
Ihr könnt wie gerne vorne mitlesen. Abrams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Sklavin, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abram: Der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abram hörte auf Sarai. So gab Sarai ihren Mann, Abram, ihre ägyptische Sklavin Hagar zur Nebenfrau. Abram wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abram: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Sklavin gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abram antwortete Sarai: Sie ist deine Sklavin und in deiner Hand. Mach mit ihr, was für dich richtig ist. Daraufhin behandelte Sarai ihre Sklavin so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte: Hagar, du Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr: Ich werde deinen Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat erhört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen in Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt: Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Ber Lahai Roi. Das heißt, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Bered. Wie schaut Gott auf die Hagar? Unser Blick auf die Hagar ist vielleicht ein bisschen trüb durch unsere christliche Tradition. Weil die Hagar ist die Stammmutter der Araber und nicht etwa von den Juden. Leicht machen wir es wie Sarah und degradieren darum sie wieder zu einer zweitklassigen Person. Oder wir hören nur auf Paulus im Galaterbrief, wo Sarah und Hagar und ihre Kinder allegorisch interpretiert werden. Und das eben negativ. Aber hier im ersten Buch Mose, da ist der Blick von Gott auf die Hagar nicht misstrauisch kalt oder gnadenlos richtend. Nein, er ist eben wohlwollend, warm und barmherzig aufrichtend. Die Hagar ist sogar die erste Person in der Bibel überhaupt, wo ein Engel, ein Bote von Gott, erscheint. Und Hagar ist die erste Frau, die eine göttliche Verheißung zugesprochen bekommt. Die erste Frau, die eine Geburt angekündigt bekommt. Und sie steht damit in einer Reihe mit Frauen wie der Maria, der Mutter von Jesus. Und die Verheißung, die sie von Gott bekommt, die ist eigentlich nicht viel kleiner als die der Abraham bekommen hat. Gottes Blick auf die Hagar, der ist wohlwollend warm und barmherzig aufrichtend. Ja, vermutlich ist die Hagar in der Schwangerschaft tatsächlich zickig geworden und hat angefangen, auf ihre alte, unfruchtbare Herrin herabzuschauen. Aber wer will ihr das verdenken? Der Hagar, einer ägyptischen Sklavin, die auch als Brutpreis vom Pharao im Besitz von Sarah gekommen ist. Und zwar das als Folge davon, weil der Abraham Angst hatte um sein Leben und Sarah seine Schwester ausgegeben hat, wo der Pharao einen begehrlichen Blick auf seine Frau geworfen hat. Die Hagar, von Anfang an als Opfer von dem, vom Abraham, der ein Segen für andere sein soll, aber sich den Segen auf Kosten von anderen holt. Die Hagar, die nicht aussuchen konnte, mit wem sie ihr Bett teilen will
und als Leihmutter ausgebeutet wird. Die junge, ich stelle mir auch vor, hübsche Hagar, die den Neid von der mittlerweile verwelkten und darum verletzten Schönheit Sarah so handfest zu spüren bekommt. Die Hagar, die schliesslich so verzweifelt ist, dass sie als Hochschwangere die lebensgefährliche Wüste vorzieht der Sicherheit vom Familienverband, vom Abraham. Die Hagar schaut Gott liebevoll an. Er spricht sie durch einen Engel mit Namen an und gibt ihr eine grosse Verheißung. Und Hagar fühlt sich dann von Gott gesehen. Und sie gibt ihm einen Namen. El Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist im Fall einmalig im Alten Testament, dass ein Mensch Gott im Rahmen von einer Begegnung direkt benennt, ihm einen Namen gibt. Die Hagar ist da keine Nebenfigur. Vielmehr sie ist eine Theologin. Und die Hagar redet zu uns nicht von einem allwissenden Überwachungssatellit, von so Gott als einem spionierenden Electric Eye. Sie sagt uns vielmehr, hey, Gott sieht Menschen wie dich und mich. Er sieht Menschen, die unterdrückt werden, unverstanden sind und falsch beurteilt werden. Er sieht dich wirklich. Die Geschichte von der Hagar zeigt, dass Gott gerade auch die Unangepassten sieht und ihnen mit Wohlwollen begegnet und sie segnet. Dass Gott die Verletzten sieht und sie segnet. Gott macht den krummen Weg vom Abraham und der Sarah mit der Leihmutterschaft zu seinem eigenen und segnet die Hagar, ihren Sohn Ismael und seine Nachkommen. Mit allen Folgen und auch Problemen, die das bringt bis heute. Die Hagar, das ist eine biblische Patronin für alle, die eine Spur neben der Spur suchen. Die Hagar ist ein Zeichen von der Hoffnung für die sich als Randfiguren in einem schlechten Spiel fühlen. Die Gemeinschaften von der Erwählten haben müssen verloren. Gottes Treue geht viel weiter, als die vermeintlich Erwählten oft wahrhaben wollen. Gott gehört nicht denen, die sich am lautesten auf ihn berufen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, Gott sieht auch die Metaller. Eben gerade nicht nur die braven, bürgerlichen Kirchengänger. Ich rede jetzt hier so selbstverständlich von Gott. Aber vielleicht ist für dich der Gott der Christen fremd. Ja, vielleicht nur schon der Gedanke an eine höhere Macht. Vielleicht ist Gott für dich bisher nur der Gott der anderen. Aber gerade dann ist die Hagar auch für dich ein Anknüpfungspunkt. Für die Hagar ist der Gott vom Abraham und der Sarah nicht vertraut gewesen. Sie ist eine ägyptische Sklavin, die ungefragt in den fremdreligiösen Haushalt gekommen ist. Der Gott betrifft sie doch nicht. Und doch macht sie völlig unvorhersehbar eine Erfahrung mit ihm. Plötzlich merkt sie, der fremde Gott, der sieht mich. Und sie fängt an, sich auf ihn einzulassen und seiner Verheißung zu vertrauen. So eine Erfahrung mit Gott kann ich dir nicht herzaubern. Gott ist und bleibt unverfügbar. Aber die Erfahrung zeigt mir, dass dort, wo wir uns nur schon anfangen auftun, für die Möglichkeit, dass da so ein Gott könnte sein, sich oft über die Zeit Schritt für Schritt anfängt zu offenbaren. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, Gott sieht die Hagar und sie fühlt sich von ihm gesehen. Aber sie erlebt Gott trotzdem auch widersprüchlich. Zurück in die Unterdrückung soll sie gehen. Was soll das? Das ist eine Zumutung. Aber es hat eben gerade mit dem liebevollen Blick von Gott zu tun. Seine Liebe, die gilt allen. Alle sollen gesegnet werden. Der Blick von Gott hat Hagar innerlich befreit. Sie ist jetzt gesehen. Und darum mutet er ihr zu, sie, die sich jetzt eben von ihm gesehen fühlt, zurückzugehen. Und so durch den Segen, den sie jetzt in sich trägt, das Unheil Schritt für Schritt darf sich verändern und verwandeln, dort, wo sie ankommt. Offensichtlich lenkt der Hagar die Begegnung mit dem Engel von Gott. Sie hat gesehen sie und die Verheißung vom Segen von Gott. Langt es auch dir in deiner Bedrängnis? Sehen sie von Gott und die Verheißung von seinem Segen?
Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich möchte jetzt in meinem letzten Schritt noch fragen, was der Vers für uns als christliche Gemeinde heisst, als Metal Church. Wenn das Bibelwort in diesem Jahr ein Motto soll sein, dann kann es sich meiner Meinung nach nicht einfach nur in dieser persönlichen Ermutigung erschöpfen. Um im Auftrag von der Jahreslosung auf die Spur zu kommen, dann machen wir zuerst jetzt eine kleine Umfrage. Wenn ihr mögt, dann nehmt euch ein internetfähiges Smartphone führen und geht auf die Website menti.com und gebt dort den Code ein, der jetzt vorne eingeblendet wird. Dann könnt ihr abstimmen. Es gibt 8 Aussagen, die ihr einteilen sollt. Treffen sie auf euch zu oder gar nicht, auf einer Skala von 1 bis 7. Die Resultate sollten nachher eigentlich gerade direkt dann entsprechend sichtbar werden, wenn ihr sie dann einsendet, wenn wir so weit sind. Genau. Die merken, wenn ihr das Bild so anschaut, es ist sehr unterschiedlich, oder? Wenn man sich die Verteilung, es gibt fast keine Aussagen, die nicht für jemanden irgendwo zutreffen. Leute, wo man sich die einen gesehen fühlen, die schon zu viel Aufmerksamkeit haben, andere, die zu wenig haben. Es ist kompliziert. Kameras und Aufmerksamkeit von der ganzen Welt, vor der ganzen Welt, das ist allgegenwärtig. Aber doch wie leicht wird jemand übersehen. Oder du stehst eben im Skiwerferlicht und du wirst nicht wirklich gesehen, als wer du wirklich bist. Kameras und Aufmerksamkeit von der ganzen Welt sind allgegenwärtig. Nicht nur, aber auch wegen unseren tollen Geräten und Social Media. Doch wie leicht wird das ansehen zum unmenschlichen Druck und wie schnell ist der Raum dann auch wieder verspielt. Als Metal Church, als christliche Gemeinde, als Taufte, da ist es unser Weg, Jesus ähnlicher zu werden. So wie wir gesehen werden von Gott, so sollen auch wir andere sehen. Es geht also darum, den Blick von Gott auf unsere Mitmenschen zu imitieren. Und das ist einerseits ein Blick von der Wahrhaftigkeit. Hagar wird von Gott mit ihrer ganzen Realität gesehen. Bei Gott wird sie nicht mehr verkannt und übersehen. Sie wird gesehen ihrer ganzen Bedrückung und Verzweiflung. Darum glaube ich, ist das die besondere Aufgabe in diesem Jahr 2023, ein echtes Interesse für unsere Mitmenschen zu entwickeln. Wahrhaftig anzuschauen und genau zuzulassen. Auch dort, was wehtut und uns überfordert. Wir müssen keine Antworten haben, aber unser Gegenüber wird wahrhaftig wahrgenommen sein. Weil du bist ein Gott, der mich sieht. Und so sollen wir unsere Mitmenschen sehen. Der Blick von Gott auf unsere Mitmenschen, den wir imitieren sollen, der ist andererseits eben auch voll von Wohlwollen und Wärme. Es ist ja ausgerechnet die Familie von der Sarah und dem Abraham, also der Erzeltern vom Glauben, wo zum Ort der Unterdrückung wird. Weder Erwählung noch Segen schützen davor, dass Gemeinschaften vom Glauben zum Ort der Unterdrückung werden können. Zu Hölle anstatt Himmel auf Erde. Ich denke, das Einzige, was uns als Metal Church vor so einer selbstgerechten religiösen Tyrannei bewahrt, das ist der warme, wohlwollende Blick von Gott, dass wir den selber imitieren. Es nicht besser wissen, sondern die Not wahrnehmen, die Spannungen an uns herlassen und dann Gott drin hineinnehmen, um seine Nähe flehen und sein Eingreifen erbitten. Und seine Liebe, sein Wohlwollen, sein Segen aussprechen und weitergeben. Oder durch den wohlwollenden Blick von Gott wird Hagar selber zur Segensträgerin und der Segen befreit und rettet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Möge die Metal Church noch mehr ein Ort werden, wo alle gesehen werden. Wahrhaftig und mit Wohlwollen. Mögen wir in diesem Jahr alle so Engel vom Herrn werden, die die Metalheads im Wasteland von der Szene aufsuchen und mit Namen ansprechen. So, dass sie wie Hagar sagen können, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich lobe dich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dies Wort ist eine Lampe für meinen Fuß
und das Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit Amen.